Bongo, der Papagei. Traurig hebt er seinen grünen Kopf ganz schräg, lässt die farbigen Federn hängen und krächzt vor sich an. Ach, was bin ich doch für ein armer Kerli. Kein einzigen Elefant, der trompetet, kein Affe, der kreischt. Nur das Blubbern vom Aquarium und das Geschwätz der Leute kann man da hören. Nur Papi, Mami, Kinder, Geiermist. Dabei wünsche ich mir nichts mehr, als endlich wieder daheim in meinem Dschungel zu sein. Dort, wo meine Familie und meine Freunde sind. Verzweifelt hüpft der prächtige Grossvogel von einem Bein aufs andere und zupft sich ab und zu sogar selber Federn aus. Gerade die, wo früher immer so prächtig glänzt und geleuchtet haben. Wie wenn er direkt aus einem Farbkübel geschlafen wäre. Jetzt jeden Tag matter werdet. Er mag weder richtig essen, noch im Käfig umturnen. Sicher, der Käfig, wo er drin hockt, ist schön und gross. Er könnte sogar umfliegen, umkräsmen auf den Nest oder sogar gigampfen auf dem Stängeli. Aber all das gelustet der Bongo überhaupt nicht. Es ist doch einfach nicht das Gleiche, wie durch den Dschungel zu kurven. Drum bewegt er sich lieber gar nicht, sonst wird das Heimweh nur noch schlimmer. Die Tierpflegerin, die zu den Vögeln schaut, hat schon lange gemerkt, dass mit dem Bongo etwas nicht mehr stimmt. Aber sie weiss einfach nicht was. Das weiss niemand. Ausser das kleine Mädchen, wo amix durchs Fenster hineinschaut. Es kommt jeden Tag mit dem Kindergartentäschli, das es umgehängt hat, nach dem Kinski vorbei. Dann drückt es seine Nase am Schaufenster der Tierhandlung ganz platt und schaut mit grossen Augen den Tierli zu. Manchmal kommt sie sogar rein und macht dem Papagei Bongo ein kleines Psychli. Die Laura, so heisst das Mädchen, steht dann amix vors Käfi und fängt dem farbigen Vogel an zu erzählen. Ich weiss genau, dass du traurig bist, aber das brauchst du wirklich nicht sein. Weisst, auch wenn nicht alles so ist, wie du es gern hättest, ich weiss ein Geheimnis, wo dir bei allem helfen kann. Los mir gut zu. Immer in der Nacht kannst du nämlich einen Traumchef rufen und der macht, dass alles, wo du dir wünschst, im Traum erfüllt wird. Ich zum Beispiel wünsche mir immer, dass ich, wenn ich mal gross bin, eine Tierärztin wird. Dann darf ich eine Katze, einen Hund, ein Ross und einen Papagei als Haustier haben. Psst! Und weisst was? Fast in jeder Nacht wird das alles für mich wirklich wahr. Schön, gell? Weil der Bongo jetzt das Geheimnis vom Traumchef rufen kennt, wartet er schon den ganzen Tag darauf, dass endlich alle Leute aus der Tierhandlung verschwinden, das Licht abgelöscht wird und die Tierpflegerin am Feierabend den Laden beschliesst. Dann macht er tief die Augen zu und ruft genau so am Traumchef, wie es ihm die Laura vorgeflüstert hat. Traumchef aus dem Regenbogenpalast, schau, ich schlafe jetzt schon fast. Komm bitte schnell und bring mir einen schönen Traum, einen von deinem regenbogenfarbigen Zauberstaubbaum. Ich möchte gern Büsi, Ross und Delfin sehen und noch viel andere liebe Tierli mehr. Vergiss mich nicht, komm schnell auf Besuch, sonst läufe ich ungern unters Lindtuch. Has Zimmer gelüftet und bin ganz parat, mag nicht mehr träumen von einem gemischten Salat. Drum komm, doch lass mich nicht allein. Du bist mein Gast, da bei mir daheim. Und kaum ist der farbige Vogel eingeschlafen, fliegt er mit seinem grossen Käfig durchs Traumland, bis aufs Mal nur an den Geschmack vom Wald, seine Dschungelfreundin Liane und seine Papageienfamilie herum sind. Er spürt, wie ihn der Wind unter seinen Flügeln immer höher in den Himmel auftreibt, wie die Sonne ihn wärmt und wie es der Plausch ist, in der Luft einen Bürzelbaum zu machen. Auch landen und nachher auf- und abschaukeln auf einem Ast macht ihm riesig Freude. Und wo dann noch eine wunderhübsche Papageienfrau nebenan hückelt und immer ein bisschen näher zu einem Mann rutscht, da wünscht er sich von ganzem Papageienherzen, für immer da zu bleiben. Aber,
Jetzt knirscht's ganz furchtbar in seinem Traum. Es tönte so nach einem Schlüssel, wo im Schloss umgetrüllt wird. Ja, jetzt wird dem Bongo klar, dass er sich bis zur nächsten Nacht vom Dschungel muss verabschieden. Und schon ist er wieder wach. Wie jeden Morgen läuft heute viel in der Tierhandlung. Tierpflegerinnen und Pfleger müssen die Tiere, die ihnen zugeteilt sind, zuerst füttern, ihnen sauberes Wasser geben, den Dreck aus den Käfig putzen und frisches Stroh oder Sackmehl streuen. Weil der Bongo noch nie einen Lärm gemacht hat wegen dem Essen, kommt er als Letzter von allen Vögeln an die Reihe. Ja, manchmal muss er schon ein bisschen lang auf seine Körnli und Töpfelschnitz warten. Darum hat er sich etwas genau gemerkt. Wenn die Mädchen und die Buben vom Kindergarten beim Geschäft vorbeimarschieren, dann ist meistens sein Essen parat. Aber heute ist gerade alles ein bisschen durcheinander geraten. Das Türli vom Bongo im Käfig wird zwar aufgemacht, aber noch bevor das Schäleli mit den feinen Sachen reingestellt wird, schreit die Tierpflegerin wie am Spiess. «Aua, aua, so ein Mist! Jetzt hat mich so ein freches Müsli gerade im Finger gebissen! Aua, das tut weh!» Dass sich in dem Moment alle umtrüllen, um zu schauen, wie schwer dass die Pflegerin verletzt ist klar. Und dass der Bongo nicht lang fackelt und sich schleunigst aus seinem Käfig befreit, verwundert eigentlich niemand. Schliesslich ist er doch ein cleveres Bürstli, oder besser gesagt, ein gescheiter Vogel. Aber dass in dem Moment wie durch die Zauberhand die Ladentüre automatisch aufgeht, weil die Laura ein bisschen näher daran vorbeiläuft, das ist fast ein bisschen gespenstisch. Ja, die Welt hat wollen, dass der Bongo wieder frei ist und heiß in den Dschungel fliegen darf. Da ist er sich ganz sicher. Die Laura verschrickt Grüsli, wo der Papagei gerade über ihrem Kopf durchfliegt. Ein bisschen traurig schaut sie ihm nach. «Tschüss, mein schöner Freund. Ich habe jetzt schon ein bisschen Heimweh nach dir.» Erst jetzt bemerkt sie, dass ein Geschenkli von ihm vom Himmel oben runter aufs Trottoir flattert. Eine wunderprächtige, gelbe Federn ist es. Ganz sorgfältig liest sie die Laura auf, steckt sie in ihr Kindergartentäschli und läuft weiter. «Merci», sagt sie leislich und putzt sich die Tränchen ab, wo er ihn über die Backen kugelt. Der Bongo fliegt aber gar nicht weit weg. Nein, er versteckt sich ganz in der Nähe in den dichten Blättern von einer alten Linde und sieht, was da geht und läuft. Weil er die Laura ja auch fest gern hat, nimmt er sich vor, erst dann auf seine weite Heimreise zu gehen, wenn er fürs Mädchen einen neuen Freund gefunden hat. Schliesslich helfen gute Freunde an, dass man nicht traurig ist. Wie er das machen kann, weiss er jetzt noch nicht. Ja, es ist sicher das Beste, wenn er in der nächsten Nacht den Traumchef um seinen Rat fragt.